diesen nicht zweiten Advent die echt wachsen hören. Aber was die gute Nachricht? Mal gucken mal, diesen Bibeltext. Der Markus fängt an. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn. Evangelium, Evangelium, eine gute Nachricht. Jesus, der Christus, als die gute Nachricht. Und das hat die Jesaja, als sind verschiedenste Prophetenschüler, die und die Buch aus dem Alten Testament über Jahrzehnte lang geschrieben haben, unkenntlich. Für uns Christen, als es an Jesus, dem Christus, wirklich geht, hat sich das erfüllt. Christi Botschaft, liebe Guten, aber auch sein Leben, sein Sterben, sein Oberstuhl, sie sind den Trost, die noch der Prophet vom Alten Testament seine Leute an einem anderen Kontext von der Deportation von Babel so rift. Das negativ, das schlecht. Und sogar die selber verschuldete Misere. Wir Theologen nennen das Sünd. Und behält nicht das gleiche Wort. Das Lach, an dem ihr sitzt. Wie viele Menschen muss ich an all menschlich, an unmenschlich Lächer verkrümeln? Wie viele bauen Bunkeren, weil sie meinen, sie müssten irgendwie sicher sein? Dir kommt aus all dem heraus und dir kommt gut heraus. Wen? Wie geht das? Und dem Evangelientext, da haben wir von Johannes den verheiren auf seinem Succès. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm heraus. Die Johannes, also beschreibt der Markus, man seinen Pelz aus Kamelrohr, denen trägt man der Leder Ring um den Bauch, an die sich von Heespringer auf einem Honig ernährt. Das ist kein Wellness-Prophet, den die Leute irgendwelche Illusionen verkaufen wird. Wie man der Haut jubelt. Oh, das ist doch alles super. Nee, hier liegt die Leute der Pfanne an vorn. Und ich bin eigentlich froh vom Anfang von diesen Gedanken, just ein bisschen ehrlich das formuliert. Wer, wo sind dann uns Wonnen? Wo sind ich an meinem Leben blessiert? Auf einmal, wenn Menschen, die bei Johannes
den Trost fangen, nur dem ich vor lang